parlo su Celan, sarà la prima parte della mia lezione, poi parlerò delle traduzioni che ha fatto Peter Waterhouse, uno scrittore austriaco bilingue. Il padre è un ufficiale britannico, la madre è austriaca, bilingue, che ne ha fatto nella sua tesi, che ha scritto poi all'Università di Vienna, ha scritto una tesi su Paul Celan. Interessantissimo perché in quella tesi lì lui ha tradotto una poesia tedesca di Celan per 2 volte, sempre in inglese. Le ha trasportate in inglese e poi è riuscito in questo modo a confrontare una poetica abbastanza difficile e complessa. E per terzo punto, una cosa che ci riporta un po' agli interessi dell'interpretazione von Lyrik, è il collegamento fra interpretazione e traduzione. Sono delle questioni anche metodologiche che si pongono lì e forse possiamo vedere che sono dei legami molto molto interessanti e anche costruttivi per capire un testo. E non parlo solamente della lirica, e poi ritorniamo alla conclusione, a quello che voglio dire anche con Roman Jakobson. Sono delle cose che poi ci incontrano in tutti i testi. Vabbè, allora ti ringrazio Elena per l'invito. E questo è il punto di partenza. Un uomo molto molto interessante, un professore di sinologia svizzero, Jean-François Billeter, che ha fatto delle bellissime cose sul problema della traduzione, anche partendo dalla sua conoscenza, dal suo imparare il cinese. Una Herausforderung di sehr großes. E lui a un certo punto dice non c'è intendimento senza non intendimento. Es gibt kein Verstehen ohne nicht verstehen. Questo sembra una frase molto molto semplice, invece lì c'è dietro una teoria di semiologia molto complessa, che forse poi possiamo vedere anche attraverso un citamento di Charles Sanders Peirce. Io parto con Celan. Così vedete come sarà l'impostazione. Stimmen di Paul Celan. È una poesia molto nota, ma non è senza precondizioni. Stimmen ist ein Gedicht, che poi lo potete leggere, ascoltiamo poi Celan. È una poesia che reagisce alla ricezione della Todesfuge, testo noto, che è stato scritto la Todesfuge è stata scritta nel 1944, zuerst veröffentlicht in einer Übersetzung ins Rumänische 47. E lì, nella traduzione ins Rumänische, hat der Titel geheißen Tangul Morzi. Tango Morzi. E poi invece nella versione tedesca kommt wieder die Todesfuge daher. Und mit dieser musikalischen Form ist etwas sehr Bedeutsames verbunden beim, Sie erlauben mir ins Deutsche zu wechseln, bei dieser schwierigen Sache. Da gibt es 2 Missverständnisse hinsichtlich der Todesfuge, die bis heute nicht geklärt sind oder nicht ausreichend geklärt sind. Die Todesfuge, wie Sie wissen, ein Gedicht über die Lager, die deutschen Lager, beginnt mit diesem Bild, eindrücklichen Bild, schwarze Milch der Frühe. Schwarze Milch der Frühe. E questo viene letto sempre come una figura retorica, oxymoron.
due cose che non stanno insieme. Schwarze Milch, latte nero. Ma non è una figura etimologica. Im Deutschen si parla della nebbia als milchiger Nebel. Milchig. E poi se uno d'inverno, anche d'autunno, una volta è stato in uno di questi campi, sa che lì c'era la nebbia. Tremenda, la nebbia, ma quella bianca oggi. Das ist die erste Geschichte. Das ist keine Metapher. Schwarze Milch trinken vuol dire die Luft atmen, dieser Konzentrationslager. Das zweite Missverständnis betrifft die Fuge. Paul Celan ha letto questa poesia nel 1952 davanti a una comunità tedesca von Schriftstellern, Gruppe 47 a Niendorf, alla Ostsee. E loro die haben ihn verspottet. Si sono messi a ridere, tutte quelle cose lì. Altes Deutsch aus der Bukowina, ok? Ma uno diceva, der spricht ja wie ein Rabbi. E gli altri dicevano, ma der liest ja wie Goebbels. Wie kann man das denken? Wie kann man das denken, dass Goebbels spricht wie ein Rabbiner oder ein Rabbiner liest, wie Goebbels spricht? Das ist ja eine verrückte Wahrnehmung. Ich glaube, das Problem liegt in der Suggestion des Gedichts. Tango ist nicht ganz falsch, weil der Rhythmus des Gedichts, die Stimmen zwischen dem Meister aus Deutschland, zwischen dem Nazi-Lagerkommandanten und den Opfern nicht trennt. C'è un ritmo molto suggestivo, der diese Stimmen ineinander setzt, senza, ohne Anführungszeichen, senza segni di alternanza della parola. E sapete tutti che dieses Gedicht hört auf mit dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Das ist eine poetologische Schwierigkeit, die erklären könnte, warum die einen gesagt haben, der liest wie Goebbels, der liest den Meister aus Deutschland. Und die anderen gesagt haben, der hat ja den Trauerton sozusagen dort, den hebräischen Ton. Und Paul Celan war sich dieses Problems bewusst. Es war einfach zu stark. Also sowohl Ingeborg Bachmann als Paul Celan haben sich viel zu stark in diese deutsche Nachkriegspoetik hineingeschrieben und waren eigentlich diejenigen, die für Deutschland, Paul Celan aus der Bukowina und Ingeborg Bachmann aus Klagenfurt, beides sozusagen nicht aus dem Kern Deutschland, die über den Holocaust reden und die dadurch prominent geworden sind. Das ist eine komische Verschiebung, die da passiert. Paul Celan hat dieses Gedicht später nicht mehr vorgelesen. Er hat es aber überlegt und es gibt sozusagen mit diesem Band Sprachgitter, der 1959 erschienen ist, gibt es ein Buch, das programmatisch auf diese Urszene seiner Poetik mit der Todesfuge reagiert. Und sehr berühmt ist das letzte Gedicht, Engführung, das in der Lektüre von Peter Szondy berühmt geworden ist. Und das erste Gedicht, das Stimmen heißt, das ist ein bisschen aus der Aufmerksamkeit gerutscht. Ich möchte über dieses erste Gedicht schreiben. Und ich sage, es ist nicht voraussetzungslos, weil es reagiert auf dieses poetologische Problem der Todesfuge. Sprachgitter, Sie haben eines in Grata di Parlatorio. Wir haben eines hier in der Abbazia di Gallia. Das ist noch fast originell erhalten. Sprachgitter sind diese Gitter, die die Ordensleute von den Besuchern abgetrennt haben und man konnte miteinander sprechen, war aber sozusagen räumlich getrennt.
Was heißt Sprechgitter, Sprachgitter? Das heißt, es gibt im Sprechen von Paul Celan, der schon als Kind Deutsch gelernt hat von seiner Mutter und dessen Eltern ermordet worden waren von den Nationalsozialisten, gibt es diese Rückkehr in die deutsche Sprache, was eine ganz schwierige Geschichte ist. Und er zieht sozusagen hier ein Sprachgitter ein. Etwas zwischen einem Deutsch und dem anderen Deutsch. Und dieser Band ist voll von Gedichten, die einfach durch dieses Gitter hindurch, durch das Gitter der historischen Ereignisse hindurch, noch einmal versuchen, mit dem Deutschen in die deutsche Literatur zu gehen, ja? Oder die deutsche Literatur herüberzunehmen. Und das ist sehr akut, wie wir sehen werden. Okay, Sprachgitter. Das ist das Gedicht und vielleicht hören wir uns das an. Wir brauchen Ruhe, glaube ich. Warte. Ja. Ins Grün der Wasserfläche der Rechten. Wenn der Eisvogel taucht, der Sekunde, dann studiert an jedem Ufer es Glück, gelegt in ein anderes Weg. Stimmen vom Nesseleben her, von auf den Händen beurteilen, der mit der Lampe allein ist, über die Hand aus Gericht. Stimmen ganz so schwarz und steigende an die Doppelchen, Leute geklebt, wenn die Totenmuschel herankommen, wir hier blank. Stimmen vor ihnen dein Herz, im Herz deiner Mutter zurückbleibt. Stimmen vom gleichen Bauchmeer, wo Stegholz und Grünholz diese Dinge aufstehen. Jakobs Stimme, die Tränen und Bruder auf. Keine Schläge, wuchs, ihr Wohnen damit, als mir das die Welt Stimmen untereinander ab. Deswegen muss ich Münders belassen. Ihr Menschen mit Welt auf uns fällt. Eine bestimmte Wahl und meine kleinen Gedanken geschenkt, hier endlich an deine Gemacht eines Hauptkerns, Hausen gewohnt, in ihr in Hey, wie kann ich kurz den zurückschalten? Ich einfach. Okay, ich habe es geschafft. Soll ich neben dir bleiben? Jetzt den Seite. Ich habe hier bleiben. Hallo. Hallo, ich hätte Ihnen das jetzt sozusagen, Sie haben das auf den Kopien mitlesen können. Ich hätte Ihnen das auch so präsentieren können. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass in diesem Gedicht, das von Stimmen handelt, in der Stimme von Celan eine Strophe gefehlt hat. Haben Sie das gemerkt? Er hat eine Strophe übersprungen. Und zwar diese Stimmenkehlig im Gruß. Das sind die 3 Übersetzungen, die mir zugänglich waren von diesem Gedicht. Es ist natürlich eine unendliche Aufgabe, dieses Gedicht zu übersetzen. Sie werden merken, warum. Aber interessant ist, dass Paul Celan
bei Lesungen, wiederum, bei Lesungen, die er gehalten hat, 1967 und 1968, sowie im Rundfunk, ließ Paul Celan die 5. Strophe aus. Weil der 5. Teil, weil er ihm akustisch nicht darstellbar erschien. In dem Gedicht ist also etwas, was man akustisch nicht darstellen kann. Übrigens, ich stelle diese Folien zur Verfügung für die, die darüber nachdenken wollen. Ja, damit sie jetzt sozusagen das mitschreiben können, was sozusagen ein Kommentar da ist oder was sie sonst aufschreiben wollen an Ideen und Gedanken. Das ist eine interessante Geschichte. Jemand schreibt ein Gedicht und wenn er es vorliest, sagt er, das ist akustisch nicht darstellbar. Das heißt, es gibt es nur in der Schrift. Das kann man nur in der Schrift sozusagen, kann man das überhaupt darstellbar machen. Warum? Was ist das Problem? Das ist das Problem von Stimmen kehlig im Gruß, darin auch Unendliches schaufelt. Herz schleimiges Rinnsal, Schleim ist weiß, Herz ist rot. Setz hier die Boote aus, Kind, die ich bemannte. Das ist alles eine sehr hermetisch scheinende Sprache. Aber Celan ist alles andere als ein Hermetiker. Er ist jemand, der kurz wird in seinen Äußerungen. Und wenn man die Geschichte nicht zur Kenntnis nimmt, in der diese Texte entstanden sind und aus der heraus diese Texte entstanden sind, dann versteht man sie nicht. Das heißt, der Autor veranlasst zum Verständnis, dass man sich mit dieser Geschichte beschäftigt. So würde ich das für die heutigen sagen. Und ohne die Geschichte lesen zu können, kann man diese Gedichte nicht lesen. Wenn man diese Gedichte ohne Geschichte liest, dann kommt man in einen Metapherntaumel. Also dann verliert man vollkommen den Boden unter den Füßen. Was ist das Problem? Stimmenkehlig im Gruß. Wir verstehen kehlig schon, das ist Phonetik, das ist physische Phonetik, kehlig, mit kehlig. Und im Gruß, was ist das für ein Wort? Darin auch Unendliches schaufelt. Schaufeln ist ein Begriff, der aus der Todesfuge kommt. Der schaufelt ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Schaufeln kommt aus der Todesfuge heraus, rüber in dieses Gedicht. Auch hier sehen Sie eine Korrespondenz. Voci di gola, gutturali, roche nel polverio. Polverio schreibt Bevilacqua. Nella ghiaia, dove anche l'infinito spala, das ist lì pure l'infinito spala, in cui anche l'infinito spala. Das ist relativ homogen, dieser zweite Teil. Der erste hingegen ist nicht homogen. Und wir haben jetzt nun das Problem mit dem, guten Abend, wir haben nun das Problem mit diesem Wort Gruß. Was haben die Germanisten oder was haben die Literaturwissenschaftler gemacht, um dieses Wort zu verstehen? Sie haben mach das bitte, gib mir das bitte damit wir. Diese Stimmen kehlig im Gruß. Was haben die Germanisten gemacht? Die Literaturwissenschaftler haben in den Wörterbüchern nachgeschaut. Und was findet man dort? Gruß. Celan war ein großer Leser von Wörterbüchern, vor allem von Grimmschen Wörterbüchern. Was liest man hier? Zerbröckeltes Schutt, Kohlenkein, die neudeutsche Form, bei der Goethe Graus Steingold Schutt entspricht. Mittelhochdeutsch Gruß, Niederdeutsch Getreidekorn, Angelsächsisch Grut, grobes Mehl, dünner Mörtel, nächstverwandt mit Grieß und Grütze. Also man hat sich konzentriert darauf, dass in diesem Gedicht oder dass in dieser Strophe oder in diesem Vers von Zerbröckelten und vom Schutt und Kohle, also vom Schwarzen die Rede ist. Kehlig im Gruß. Was passiert? Ein Gedicht, wer konnte dieses Gedicht nicht akustisch darstellen? Vielleicht Celan. Aber vielleicht hören wir, wenn wir dorthin schauen, etwas. Weil Gruß eines der größten Wörter des Nationalsozialismus ist.
der Gruß. Und was Celan hier hörbar macht, kann man nicht lesen, aber man kann es hören. Und es ist plötzlich vollkommen eingeschwärzt, dieses Wort über dieses Gruß. Das heißt, die Geschichte ist, dass er diesen Gruß selber nicht liest. Warum sollte er, Jakobs Stimme, diesen Gruß lesen? Warum sollte er, anders als in der Todesfuge, wo er die Wörter des Lagerkommandanten spricht, warum sollte er das machen? Das überlässt er anderen, das zu lesen, den anderen. Okay, das ist einmal die erste Geschichte. Da ist überhaupt kein Geheimnis dabei, sondern das ist einfach und dann erklärt sich auch das Rot-Weiß der Strophe mit den Binden, die Sie kennen. Im Schleim dieses Herz, diese über dem Herzen getragene Nazi-Binde, die Sie kennen. Heimschleimiges Rinnsal. Im Gruß, kehlig. Dimmen kehlig im Gruß. Das ist Geschrei. Das ist Geschrei des Jahrhunderts, das man hier hört. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, auf die ich Sie hinweisen will, wie soll man so etwas übersetzen? Das ist fast unmöglich. Das ist fast unmöglich. Die zweite Geschichte, um die es geht, ist, auch in dieser Strophe, setz hier die Boote aus, Kind. Plötzlich kommt eine andere Generation ins Spiel, die ich bemannte. Wenn mitschiffs die Bö sich ins Recht setzt, die Bö, come si traduce? Die Bö, die Böe, die Windböe. Windböe. Labor. Labor, ja, okay. Wenn die Bö sich ins Recht setzt, wenn der Wind sich ins Recht setzt, treten die Klammern auseinander. Worum es mir hier geht, ist, auch das ist vollkommen unvermittelt. Wieso kommen hier plötzlich Boote ins Spiel? Wieso ist hier von einem Kind die Rede, die ich bemannte? Und wieso mitschiffs? In der Mitte des Schiffs, das Gedicht treibt sonst alles auseinander. Was macht Celan da? Er zitiert eine Schrift über das Pedantische in der deutschen Sprache. Er setzt unter den Hitlergruß, setzt er praktisch diesen Satz über das Deutsche von Jakob Grimm. Was Übersetzen auf sich habe, lässt sich mit demselben Wort, dessen Akzent ich bloß zu ändern brauche, deutlich machen. Übersetzen ist Übersetzen, traducere navem. Wenn nun zur Seefahrt aufgelegt ein Schiff bemannen und mit vollem Segel an das Gestade jenseits führen kann, muss dennoch landen, wo anderer Boden ist und andere Luft streicht. Das ist auch so eines dieser Zentralworte, die man nach dem 20. Jahrhundert einfach nicht mehr so einfach lesen kann, so wie Atem oder Luft. Das sind Gedichte, die sozusagen historisch, die historisch nicht mehr auf eine Sprache des 19. Jahrhunderts zurückgreifen können, sondern die imprägniert sind von der Erfahrung des 20. Jahrhunderts. Das heißt, er zitiert mitten in diesem Gedicht die Stimme eines anderen Jakob, Jakob Grimm, und setzt es da mitten rein. So, das ist ungefähr zur Komplexität dessen, um was es da hier geht. In der ganzen, ich kehre zuletzt noch einmal dahin zurück. Das heißt, wir haben hier in diesem Gedicht mehrere Stimmen nebeneinander gesetzt und es sind Stimmen, die nicht wie in der Todesfuge über einen Rhythmus laufen, sondern die sind alle getrennt, alle vollkommen gegeneinander gesetzt. Und dann ergibt das ganze Sinn auch einen Sinn. Wir haben eine Gleichzeitigkeit von vollkommen verschiedenen Stimmen, die hier zusammengefügt sind. Wir haben nicht mehr die vereinheitlichende, homogenisierende Kraft, die Suggestion sozusagen von einem mündlichen Sprechen, das entweder rhetorisch oder religiös. Wie Sie sehen, man kann dieses Gedicht man kann dieses Gedicht überhaupt nicht ausschöpfen. Ich möchte mich in der Frage nach der Übersetzung dieses Gedichts konzentrieren, eigentlich auf die ersten Zeilen dieses Gedichts. Dafür war das vielleicht auch eine ganz gute Einleitung. Das ist die Dissertation von Peter Waterhouse. Auf dem Weg zum Kunstfreien heißt das, Anmerkungen zur Utopie in der Lyrik Paul Celans. Und unterscheidet er zwei Übersetzungsversuche
die er vornimmt an diesem Gedicht. Und er spricht davon, das ist ja schon einmal interessant, dass ein Autor 2 Übersetzungen von etwas macht. Und zwar nicht nur die Verbesserung der zweiten Version als Verbesserung der ersten Version, sondern dass er sofort auseinandergeht und eine erste Version und eine zweite Version gegeneinander. Das sind testi a fronte, nicht testo a fronte, sondern testi a fronte. Hier wird das Verhältnis umgedreht. Ein eng, schreibt er davon, ein eng, ich habe da irgendwie, die Übersetzungen sind schwierig, una traduzione molto legata, ein eng an die Celanschen Verse angelehnter Übersetzungsversuch. Eng angelehnt, das ist natürlich ein Wort, das auf Celans eng verweist, an die Celanschen Verse angelehnter Übersetzungsversuch, der die Offenheit und den Beziehungsreichtum des Gedichts betont. Eine Übersetzung, die eng bleibt und auf die Art und Weise die Offenheit und den Beziehungsreichtum eines Gedichtes betont. Die zweite Übersetzung folgt der Maxime, eine freiere Übertragung, die mit härter gefügteren Mitteln am Augenblickscharakter des Textes interessiert ist. Una traduzione più libera, che c'entra. Ich weiß nicht, ob das gutes Italienisch ist, aber vielleicht ist es eng angelehnt. Che c'entra però con mezzi più duri sull'acutezza del testo. Diese Acutezza ist mir kostbar. Wir kommen da noch darauf zurück. Das ist eine überraschende Geschichte, die er da macht, weil in den zwei Versionen Paradoxes zusammengefügt wird. Enge Anlehnung und Beziehungsreichtum. Und auf der anderen Seite freier und härter gefügt. Das ist etwas, was wir normalerweise so nicht zusammendenken. Also wir würden eher eng und härter aneinander knüpfen und freier und Beziehungsreichtum aneinander knüpfen. Aber die Sprache schlägt hier etwas anderes vor. Und das heißt, er legt uns zwei Versionen des Gedichtes vor und er geht hier nicht auf Celan zurück, sondern wir kommen wieder zu einem der Leitthemen von Elena Polledri, zu Norbert von Hellingrad, also in die Nähe von Hölderlin. Sie wissen, Norbert von Hellingrad, ich kann da nicht so kompetent darüber sprechen, aber Norbert von Hellingrad hat wahrscheinlich Hölderlin wiederentdeckt, wenn man das so sagen kann, von der Edition her. Sie schaut schon skeptisch. Ich sage nichts mehr weiter, aber auf jeden Fall gibt es von Norbert... Kurz darüber gesprochen. Ja, das kann man ja. Ich habe es nicht gehört, deswegen war ich jetzt so frei. Norbert von Hellingrad macht seine Überlegungen zur Übersetzung an den Pindar-Übertragungen von Hölderlin fest. Und da unterscheidet er etwas, was sehr interessant ist, auch für unseren alltäglichen Sprachgebrauch. So sehen wir doch auf den ersten Blick einen großen Gegensatz. Wir sind wieder beim Gegensatz, wo glatte Fügung, vielleicht kann man hier sagen Collocazione liscia, einfachste Formen und Ordnungen, viel gebrauchte Wörter, möglichst wenig Auffälliges zeigte. Also glatte Fügung heißt einfachste Formen und Ordnungen, viel gebrauchte Worte, möglichst wenig Auffälliges. Das heißt, hier wird das Sprechen einer normalen Syntax untergeordnet und die einzelnen Worte ragen nicht aus dem Text heraus, sondern, so wie das die KI jetzt perfekt macht, automatisch haben sie eine phrasematische Logik, die vollkommen unauffällig dahin gleitet und so tut, als würde sie direkt auf etwas verweisen. Das heißt, sie haben diese Collocazione liscia, jemand spricht geläufig und auf der anderen Seite haben sie die harte Kollokation durch ungewohnte und fremde Sprache. Der glatten Fügung kam alles darauf an zu vermeiden, dass das Wort, denken Sie an die Einheit des Wortes, dass das Wort selbst dem Hörer sich aufdränge. Ihr Gruß, ja, um ein Beispiel zu machen. Der sollte gar nicht bis zum Worte gelangen, also der eine glatte Fügung liest, der sollte gar nicht auf das einzelne Wort hören, nur damit verbundene Assoziationen erfassen, das, was man halt mitdenkt, die als Faktoren das eigentlich wesentliche Bildhafte oder Gefühlsartige ergeben. Daher musste das Wort im Satz möglichst bescheiden zurücktreten, mit möglichst geringer Spannung dem Zusammenhang sich einordnen.
Harte Fügung dagegen tut alles, das Wort selbst zu betonen und dem Hörer einzuprägen. Es ermöglicht der Gefühls- und bildhaften Assoziationen entkleidend, auf die es dort gerade ankam. Das heißt, die harte Fügung entkleidet der gefühls- und bildhaften Assoziationen. Das heißt, das freie Spiel der Assoziation wird durch das harte Wort zurückgedrängt. Das Beispiel, das ich gemacht habe mit Gruß, geht genau dorthin. Sie haben plötzlich ein Wort, das aus dem Text herausschießt, das plötzlich rau, hart aus dem Satz herauskommt und dann plötzlich alles mitreißt. Klassisches Beispiel, Friedrich Schiller, Maria Stuart. Das Ganze ist ein langes Stück und hängt an einem Wort. Und dieses Wort heißt Bastard. In dem Moment, wo die Maria Bastard sagt, und das ist 5-mal belegt, dieses Wort, wo Maria zu Elisabeth Bastard sagt, es aus. Das heißt, ein ganzes Wort bringt einen klassischen 5-Akter zum Einbruch, in die Tragik eines Einbruchs. Also wir wären bei Schiller nicht weit weg von dem, was Hüller den beschäftigt. Aber egal. Das heißt, Waterhouse geht zurück auf diese Form. Er unterscheidet praktisch 2 Sprechweisen. Eine Sprechweise, die den Satz in den Blick nimmt, einen geläufigen Satz in den Blick nimmt, und dann auf der anderen Seite nimmt er eine Sprechweise in den Blick, die an einem Wort aufgezäumt wird. So wie manchmal ein ganzes Leben an einem Namen aufgezäumt ist. Das sind jetzt in Hinsicht auf dessen, dass wir ja noch miteinander sprechen wollen, müssen wir das jetzt nicht miteinander durchgehen. Sie haben die Übersetzungen, ich habe sie Ihnen zitiert die sind nicht veröffentlicht, außer in dieser Dissertation. Ja? Nur damit Sie das wissen. Das ist da geht es auch um Rechte und so weiter und so fort. Das ist eine andere Geschichte. Wir sind hier in einem wissenschaftlichen Kontext. Aber ich habe Ihnen hier sozusagen diese 2 Übersetzungen von Waterhouse, Übersetzung 1 und Waterhouse Übersetzung 2 habe ich Ihnen mitgebracht sozusagen. Ich würde gern zu dieser ersten Strophe kommen. Stimmen ins Grün der Wasserfläche geritzt. Gibt es ein Grün der Wasserfläche? Kann man etwas ins Grün der Wasserfläche ritzen? Das scheint eine Metapher zu sein, oder? Ritzen, Graphen, Kratzen, Grattare, Grafik. Ja, übersetzt mit Scratches. Kann man etwas in eine Wasserfläche ritzen? Unter welchen Voraussetzungen? Ja. Ja, dann bleibt es also. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man an gefrorenes Wasser denkt. Ja, also an Eiswasser, sozusagen, dass man an eine Eisfläche denkt. Dann ist das überhaupt kein Problem, dass etwas ins Grün der Wasserfläche geritzt wird. Wenn der Eisvogel taucht, sirrt die Sekunde. Was ist wieder mit dem Sirren los? Das ist wieder harte Fügung. Das ist bei Celan schon harte Fügung, weil was heißt sirrt? Kennen Sie den Martin Pescator, heißt er, oder? Hm? Wer hat den gesehen von Ihnen einmal? Niemand? Okay. Das ist ein Tier mit einer sehr großen symbolischen Geschichte. Seit den Griechen, damit ich nichts Falsches sage, ziehe ich da meine Unterlagen heran. Seit der griechischen Mythologie haben wir diesen Vogel als einen Boten der Anderswelt, wie das heißt. Es geht eigentlich um eine Verwandlung. Es geht um die Verwandlung der Alkyone. Das ist die Tochter des Windgottes Aeolus und die Frau des Königs Ceyx oder Ceyx. Und er ertrinkt in einem Sturm. Und sie ist darüber so verzweifelt, dass sie sich aus Trauer ins Meer stürzt.
Das ist der griechische Sage. Und beide werden dann von den Göttern in ein Paar von Vögeln verwandelt. Das heißt, beide kehren als Eisvögel wieder. Das ist die griechische Mythologie. Fakes. Der König. Ja, das finden Sie ganz leicht. Und in der griechischen Mythologie findet dieser Vogel sozusagen als Figuration von Hoffnung und von Nachkommenschaft. Das wäre wieder ein Anknüpfungspunkt an das Kind, das da in das Boot ausgesetzt wird, findet das Ausdruck. Im Keltischen gibt es auch eine Tradition, die mit Licht zu tun hat. Ein Totemvogel, der mit Licht und Finsternis zu tun hat und mit dem Unsichtbaren zu tun hat. Das heißt, wenn es hier heißt, dass der Eisvogel taucht und in das Wasser taucht, zwischen den Ufern, wenn der in dieses Wasser taucht, dann haben wir hier eine Grenzsituation zwischen einem Hier und einem La und einem Aldila, einer Jenseitssituation. Das heißt, es gibt Stimmen, die ins Grün der Wasserfläche geritzt sind. Wenn der Eisvogel taucht, dann sirrt die Sekunde, da ist ein Doppelpunkt. Wie Sie wissen, ist es im anderen, ist es im zweiten Teil der Strophe, heißt es dann, was zu dir stand, also was bei dir war, was zu dir gestanden ist, an jedem der Ufer, an den beiden Ufern dieses Flusses. Es tritt gemäht, oder ein Todesbild, in ein anderes Bild. Das heißt, dieser Tod verändert sozusagen das Bild derer, die da gestanden sind. Und so haben Sie ständig diesen Umschlag von Figuren, die da sind, die aber zugleich nicht da sind. Ja, in dem Gedicht. Was machen jetzt diese Übersetzungen? Muss ich Ihnen einen Eisvogel zeigen. Das ist ein unglaubliches Tier, das irrsinnig schnell ist. Und man sieht es auch kaum. Also wenn es vorbeifliegt und so weiter und so fort, das ist so schnell, dass es kaum sichtbar ist. Und holt sich auch mit unglaublicher Geschwindigkeit. Also es ist schon fast so etwas Kolibrihaftes und so weiter. Aber im Pfeilflug holt sich das die kleinen Fischchen aus dem Wasser oder das, was es frisst. Die nisten wirklich am Ufer und die haben ihre Nester über dem Wasser. Das heißt, bei Überschwemmungen und so werden die Nester überflutet. Das ist halt eine eigene Geschichte. Aber was interessant ist an diesem Eisvogel auch, dass er mit Zeit zu tun hat. Man hat in den Mythologien, diesen Vogel immer mit einer bestimmten Zeitwahrnehmung in Verbindung gebracht. Das heißt, temporalismo perfetto, tempismo perfetto spricht man da. Was heißt das? Der Eisvogel ist so schnell, dass die Sekunde sirrt. Für Sirren gibt das Wörterbuch Surren, Sirren, Surren, schwirrend Brummen von Insekten, scharf metallisch tönen. Also was hier gemacht ist, dass die Sekunde, die eigentlich lange Zeit die kleinste Einheit unserer Zeitzählung war, noch einmal tausendfach zerteilt wird. Und das ist eine Geschichte, die man schon für diesen Eisvogel als eine Figuration von Erkenntnis betrachtet hat. Das heißt, man unterteilt die Zeit unendlich. Die Zeit wird nicht in Zeitlupe verlangsamt, sondern Sie haben einen Moment und dieser wird sozusagen so stark unterteilt, dass eine Geschichte sichtbar wird in diesem Moment. Wenn jemand einen Schockmoment gehabt hat oder sonst was, wissen Sie, dass man dann manchmal sozusagen etwas, was in einer Zehntelsekunde passiert, sieht man vollkommen deutlich herunterragend. Kampfflieger oder sowas, die brauchen auch so einen Blick. Die müssen einfach schneller schauen, als wir das tun, sonst beherrschen die ihre Maschine einfach. Das heißt, es gibt tatsächlich diese physische Wahrnehmungsform auch bei uns, aber das ist eine Wahrnehmungsform, die nicht nur mit Erkenntnis zu tun hat. Das heißt, etwas, was geschieht, wird unendlich zerteilt und dadurch entfaltet, sondern wir haben das auch als eine Form, die über Traumata da ist.
Ja, das heißt, man könnte sagen, dass dieser Eisvogel mit diesem Einbrechen, was hier in der Schrift einbricht, etwas ist, was mit einer Dramatisierung zu tun hat. Das heißt, wir haben die Zeitverhältnisse hier gesprengt. Durch ein historisches Ereignis haben wir hier plötzlich sozusagen eine andere Zeitwahrnehmung derer, die zurückgeblieben sind. Ich spreche jetzt von Zählern aus dem Sohn von seinen beiden Eltern. In dem Zusammenhang. Und dann haben wir hier Waterhouse, der gibt dann was dafür, was im Englischen so viel heißt wie Summen, Surren, Brummen. Sie merken, dass von wegen Kehlig, von der Phonetik her, von der physischen Phonetik her, Sie hier etwas nachvollziehen müssen, was eigentlich den phonetischen Apparat selber schon in eine Stresssituation und eine Unterteilung versetzt, die sehr schnell ist. Ja? Kreissäge schneiden, in geringer Höhe überfliegen und so weiter und so fort. Darf ich das, Ametere? Ja, danke. Ich glaube, das war richtig, oder? Ja. Ich glaube, es ist schwierig, hier einzusteigen, aber willkommen alle, die sich für das interessieren. Diese Geschichte, dass dieser Eisvogel also eine Erkenntnisfigur ist, eine Offenbarungsfigur und gleichzeitig sozusagen den Schrecken von Dramatisierung an sich hat, das muss man in dieses Gedicht hereinspielen. Und das schließe ich nochmal zurück zu diesem Begriff der Akutezza. Der Akutezza, die wir vorher gehabt haben, einer zweiten Übersetzungsform, wenn Sie sich erinnern wollen. Ich komme zu einem dritten Punkt. Nein, wir bleiben noch einen Moment hier. Ja, es bringt ja, es ist ja, wir müssen noch einen Moment hier bleiben. Wir kommen später, aber wir kommen später noch mal hin. Ich möchte zu dem Teil kommen, der eigentlich mit einer Praxis von Übersetzung zu tun hat. Und nicht im rein poetologischen Sinn, sondern in einem sehr allgemeinen Sinn, wie Sprachen einander begegnen und wie man diese Begegnung gegeneinander, bei den Unterschieden, die es gibt, wie man diese Sprachen gegeneinander sozusagen zum Sprechen bringen kann. Es ist ja eines der interessantesten Dinge, dass ich in meiner Sprache etwas verstehe, was mir jemand anders aus einer fremden Sprache übersetzt. Wie geht sowas überhaupt? Ich verstehe, wenn mir jemand sagt, was etwas im Russischen bedeutet, dann verstehe ich das Wort im Deutschen. Das ist doch eine unglaubliche Leistung, ja, sozusagen, die Sprachen da haben und die eigentlich viel stärker fruchtbar gemacht gehört. Was es heißt, wie die eigene Sprache informiert wird von der Kenntnis von fremden Sprachen. Goethe hat gesagt, wer keine fremden Sprachen kennt, kennt die eigene nicht. Das ist ein Gedanke, der in einer Welt von Globalisierung, glaube ich, viel stärker nachzuvollziehen ist als vorher. Das muss ich einflechten, weil es die Übersetzung betrifft, wie jede sprachliche Äußerung. Es gibt diese Gambi nella Metatassi, diese 4 Änderungskategorien. Das ist das, was wir mit Shakespeare teilen. Shakespeare konnte in seinen Stücken mit nichts anderem arbeiten, als mit diesen 4 Kategorien, die antike Rhetorik herausgearbeitet hat. Ich gebe etwas zu einem Satz dazu. Wir sprechen vom Satzmodell. Ich gebe was dazu, ich nehme was weg, ich stelle was um oder ich tausche was aus. Das ist, beobachten Sie das einmal, wenn ich das sozusagen persönlich zu Ihnen sagen darf. Beobachten Sie das einmal bei sich selber, wenn Sie Texte korrigieren. Welche dieser Operationen Sie favorisieren. Und dann schauen Sie, was ist die zweite Operation, die Sie in Anspruch nehmen, wenn die erste nicht funktioniert. Was ist die dritte und die vierte? Vom Sprachvermögen her müssten Sie ausgeglichen zwischen diesen Operationen springen können. Aber es gibt diese Typen, die immer zu viel sprechen, oder? Adjekte. Und es gibt die anderen, denen man jedes Wort aus dem Mund ziehen muss. Betraktio. Und es gibt die Typen, die immer von was anderem sprechen, wenn man von was spricht. Oder die etwas austauschen, oder? Und ich glaube, dass das der kürzeste Schreibunterricht ist, den man machen kann. Und dass man sagt, was sind die favorisierten
Figuren und wie kann ich mein Sprechen erweitern dadurch, dass ich das andere mit hereinnehme. Damit kann man nicht nur Texte zurechtrücken, sondern manchmal auch das Verhältnis zur Welt. Wenn man an einem Problem hängen bleibt und man schaut sich einmal an, welche Operationen hier eigentlich vorherrschend sind und man geht dann in eine der anderen Operationen und schaut, was dann passiert. Dann wird sich dieses Verhältnis zu diesem Thema verändern. Interessant ist, dass unsere Idee von Übersetzung sehr stark davon ausgeht, dass wir es mit einer Immutatio zu tun haben. Dass wir ein Wort für ein Wort geben, dass wir die Sätze, soweit es möglich ist, sozusagen in derselben Syntax wiedergeben. Und dann kommen wir in Schwierigkeiten, weil die Sprachen unterschiedliche parataktische Regeln haben und weil diese Sätze Unterschiedliches sagen können und man merkt, wenn man das zurückbiegt in den eigenen Satz, Hölderlin, der das Griechische hereinnimmt in das Deutsche, dann geht es ganz ab. Dann schaut die Welt anders aus. Das ist, glaube ich, eine der großen Einschränkungen, die wir uns machen beim Übersetzen. Und wenn Sie, so wie Jean-François Billeter, mit dem Chinesischen zu tun haben, dann haben Sie das Problem, dass Sie dann nicht 1:1 übertragen können. Und das heißt, dann muss man plötzlich aktualisieren oder aktivieren diese 3 anderen Operationen. Das ist natürlich eine unglaubliche Übersetzungsschule, die man da hat. Das sind diese 4 Dinge und mehr kann niemand. Mehr kann niemand. Also Ihre Sprachkompetenz hängt sozusagen an dem Umgang mit diesen 4 Operationen im Grunde genommen. Und die Vorstellung, dass es eine Fassung gibt oder eine einzige Übersetzung, hängt an diesem Dogma von der Immutatio im Grunde genommen oder Substitution. Die leugnet, dass andere Sprachen die Welt anders gestalten in ihren Zeichensystemen. Ich komme zurück auf etwas, was Sie kennen, sowieso in dem Studiengang, wie Sie sind, auf den berühmten Aufsatz von Roman Jakobson. Was ist das empirische linguistische Kriterium der poetischen Funktion? Im Einzelnen, was ist jedem poetischen Stück notwendig eigen? Und da sagt er, man muss hier 2 basale Arten und Weisen der Fügung, harte und weiche Fügung, der Fügung in Betracht ziehen. Und das ist die Selektion und die Kombination. Darf ich davon ausgehen, dass das einigermaßen bekannt ist oder soll ich das in 2, 3 Sätzen skizzieren? Okay. Die zentrale Definition von Roman Jakobson ist, dass die poetische Funktion, und das ist eine Sprachfunktion, keine Funktion von Gedichten, dass man Selektion und Kombination aufeinander bezieht. Was war der Hintergrund der Geschichte? Roman Jakobson musste fliehen aus Prag, hat in Dänemark in einer Kinderklinik gearbeitet mit Kindern, die Sprachstörungen hatten. Und er hat gemerkt, dass es 2 extreme Typen von Sprachstörungen gibt. Das eine sind Kinder, die können keine Wörter austauschen. Die haben perfekte Sätze, können aber die Wörter nicht austauschen. Und die anderen können die Wörter, die sie haben, nicht zusammenfügen. Kombination und Selektion. Und zwischen diesen 2 Extremen praktisch pendeln dann unsere Sprachvermögen hin und her. Und er hat das aber konstruktiv gedacht, diese Aufeinanderbezogenheit dieser beiden Ebenen. Also ich habe einen Satz und dann kann ich einfüllen. Ich kann Ihnen ich ziehe das da vor und dann Sie haben eine Satzstruktur. Wenn Sie dann nach unten gehen, das Pferd galoppiert nachts durch den dunklen Wald. Okay? So, das ist eine Möglichkeit des Satzes. Das ist auf der Kombinationsebene ist das ganz klar ausgedrückt. Da gibt es überhaupt kein Problem. Jetzt kann ich aber hergehen und sagen, welche Begriffe setze ich jetzt für die jeweiligen Elemente dieser horizontalen Ebene ein. Und da können Sie diese Rubriken aufmachen, bei Galoppieren, tänzelt, stolziert, hinkt, galoppiert, fliegt, trabt. Und Jakobson sagt, dass die Dichtung, die bezieht sich darauf, dass sie schaut, was passt denn aus diesen Rubriken eigentlich zusammen. Und dann ist er auf die Idee gekommen zu sehen, hey, das hat eine gewisse Logik. Das heißt, es gibt unterschiedliche Äquivalenzen. Es gibt semantische Äquivalenzen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, der Schimmel fliegt durch den verschneiten Wald und ich habe semantisch weiß stark gemacht. Die Beziehung zwischen Weiß und dem Schimmel, dem weißen Pferd.
Ich kann das lautlich machen. Der Wallach trabt am Abend durch den Wald. Sie müssen sich das wie auf einer Bühne vorstellen, wo plötzlich Figuren auftauchen, die alle verschiedene sozusagen Kleidungsstücke anhaben, und die drei haben Jeans an und die vierte Figur hat einen Rock an und so weiter und so fort. Das andere ist silbisch, das heißt, man kann einsilbig sein. Jemand ist einsilbig, gibt es im Deutschen sogar als Redewendung. Und im Deutschen ist das sehr gut, weil dadurch sehr viele Übersetzungsmöglichkeiten sich auftun, dass es so viele einsilbige Wörter gibt. Kein Pferd, eine Silbe. Jedes Wort ist einsilbig einfach. Metrisch, kein Fohlen springt, kein Wallach singt. Okay? Metrische Äquivalenzen. Und das Fohlen tänzelt, fliegt und trabt. Da haben Sie plötzlich 3 Verben stehen. Wortklasse in dem Zusammenhang. Muss ich schauen, dass ich das finde. Wenn Sie diese kurze Passage sich anschauen, dann sehen Sie, dass sich Roman Jakobson auf die Silbe bezieht, auf den Wortakzent, auf die prosodische Länge, auf die Wortgrenze und auf die syntaktische Pause. Und das stärkste Wort in dem Ganzen ist equalized. Equal, equalized. Immer die Äquivalenz. Das heißt, da gibt es eine Entsprechung sozusagen, die gleichwertig ist in einem Satz und nach der Sätze zusammengefügt werden. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil es wieder mit dem Kind zu tun hat. Das ist im Einzelnen beschrieben, ganz konkret beschrieben, wie das vor sich geht. Das heißt, wenn ich von einem Kind spreche, dann kann ich von einem Kind oder einem Kid oder Youngster sprechen und so weiter und so fort. Und ich kann dann auch sleeps, those not, snaps, kann ich dann verwenden als Verb, das dazukommt. Und dann frage ich mich, wie ist dann das Verhältnis dieser beiden Wörter zueinander? Metrisch, lautlich, semantisch und so weiter und so fort. Okay, und so kann ich plötzlich Sätze formen, die vollkommen überraschend sein können. Wenn wir noch einmal zurückgehen, Entschuldigung, zu dieser Sache dazu. Was macht der Rappe stolziert in ein blühendes Feld? Der Rappe ist ein schwarzes Pferd. Ja? Zum Beispiel. Was mache ich mit diesem Pferd? Mache ich es weiß, wenn es durch den Schnee läuft, oder mache ich es rot, wenn es durch den Schnee läuft? Was ist ein schwarzes Pferd in einem schwarzen Wald? Vollkommen unterschiedliche Bilder, die da auftauchen, die ermöglicht werden durch diese unterschiedlichen Kombinationen und Äquivalenzen aufgrund der vertikalen Ebene. So, und warum bringe ich das? Weil das die Übersetzungsarbeit ist. Es ist die Arbeit der Übersetzung, zu schauen, wie man diese Äquivalenzen managt. Und wenn wir da noch einmal zurückkommen zu diesem Gedicht von Paul Celan, beziehungsweise zu Waterhouse, dann haben wir ein eng an die Celanschen Verse angelehntes Übersetzen, das die Offenheit und den Beziehungsreichtum des Gedichts betont. Und da übersetzt er fast wörtlich. Voices in green, water scratches. Aber was heißt hier eigentlich Scratch? Ist das ein Plural von Scratch? Ein Plural von Scratch, oder? Ja, zum Beispiel. Ja. Eine dritte Person. Genau. Eine dritte Person von Ja, das ist es dann, aber dann haben wir hier 2 verschiedene Texte. Ja. Mit dem einen Wort. Ja? Offenheit des Textes, Beziehungsreichtum. When the kingfisher dives into the freezing sheet, the second buzzes. Das ist sehr eng an den ersten, Celans Text angelehnt. Was macht er dann aber im zweiten? Was macht die zweite Version? Die geht hier ja offensichtlich dadurch, die arbeitet mit Addition. Sie arbeitet nicht wie die erste, die ja auch mit Transposition arbeitet die zweite mit Transposition und teilweise auch mit Immutatio. Voices bleibt, wo Voices sind. Das ist ganz klar, da bleibt die Position ganz klar. Aber das wird aufgemacht im Sinn einer Addition, Adjektion.
Und was passiert da plötzlich mit diesem Gedicht? Eine freiere Übertragung, die mit härter gefügten Mitteln am Augenblicksakutezza del testo interessiert ist. Er macht plötzlich Klammern auf, die später wiederkommen, treten die Klammern zusammen. Das heißt, er nimmt schon bei Celan, nimmt er sozusagen eine Erweiterung an und ein Einklammern. Aber was macht er hier? Singing, Stimmen, die singen. Words, sind Stimmen Wörter? Das muss nicht sein, oder? Die ganze Oper des 19. Jahrhunderts, besonders was die Frauenfiguren anbelangt, besteht darin, dass die Stimme übrig bleibt, wo kein Wort mehr ist. Oder? Oder der Schrei. No word, das ist wieder gegen den Plural gesetzt. Es sind nicht Worte, sondern es ist nicht kein Wort. Dann scratched in green. Und dann macht er vollkommen auf. Red, blue, yellow, water. Wieso macht er das? Er macht plötzlich die Farbenreihe auf. Wieso diese Farben? Das sind ja Farben des Eisvogels, oder? Das heißt, der blendet sozusagen diese Farben des Eisvogels schon ins Wasser hinein. Und dann ist das nicht unlogisch. Scratched in green, red, blue, yellow, water. Dann ist es ein Spiegelbild, davon spricht er nicht. Ist das eigentlich Wasser? No, nein, yes, doch. Sie haben ständig diese Umsprungfigur, was im Zeichensystem möglich ist, was in der Wirklichkeit da ist. Und dieses Umspringen im Zeichensystem befragt ständig die Welt, über die dieses Gedicht spricht. Und dann haben sie plötzlich diese poetische Figur des Eisvogels, der das aufmacht. When the kingfisher dives on the second bassis, und dann macht er dieses Bassis, macht er nochmal auf in Unterteilungen. Buzzing voices, buzzing words, no time. Also wenn man nicht sagt, man versteht das nicht, was ja die Voraussetzung für Verstehen ist, dann tut sich hier plötzlich eine ganz andere Szenografie auf in dieser zweiten Übersetzung. Und es ist eine Entfaltung dessen, was möglicher, es ist eine besondere Entfaltung von Waterhouse, dessen, was in diesem ersten Text angelegt sein könnte. Aber mit den Kategorien, die ich Ihnen gegeben habe, mit diesen 4 Änderungskategorien und den Regeln, nach denen die über die Äquivalenzen gesteuert werden, zwischen vertikal und horizontal, können Sie das alles als etwas aufmachen, das beschreibbar bleibt, das nachvollziehbar bleibt, auch in der Kommunikation und nicht dabei stehen bleibt, dass man sagt, das ist ein schönes Gedicht oder das ist ein fürchterliches Gedicht oder das ist ein hermetisches Gedicht. Das heißt, sowohl die Produktion als die Rezeption oder das Verstehen von Gedichten braucht Technik, braucht einfach Technik. Und dann kann sich etwas ereignen, was Zanzotto zum Beispiel, um von jemandem hier in der Gegend zu sprechen, was Zanzotto als Beltà bezeichnet hat. Dann passiert plötzlich etwas. Ich mache Ihnen zum Abschluss noch einen Rekurs auf die letzte Strophe dieses so komplexen Gedichtes. Wir haben nach diesen ganzen Stimmen haben wir eine überraschende Wendung. Wir haben Stimmen ins Grün der Wasserfläche geritzt. Wir haben Stimmen vom Nesselweg her. Stimmen nachtdurchwachsen, strenge. Dann Stimmen, vor denen dein Herz ins Herz deiner Mutter zurückweicht. Stimmen Königin Gruß. Dann haben sie die Jakobsstimme. Und dann haben sie Stimmen im Innern der Arche. Es sind nur die Münder geborgen. Ihr Sinkenden hört auch uns. Dann haben sie plötzlich keine Stimme, ein Spätgeräusch, stundenfremd, also nur in der Sekunde möglich, nicht in der Stunde. Sie wissen, dass die Stunde als Zeiteinheit in unserer Kultur ein ganz gewisses Format hat. Also wenn Sie zum Beispiel die Passion hernehmen und um die 9. Stunde und von der 6. bis zur 9. Stunde an. Stunde ist sozusagen,
Das ist etwas, ein kritisches Werk von Catalan, Ja, kann man, geht durch die ganze Kulturgeschichte hindurch, dass die Gliederungseinheiten von verschiedenen Zeiten, denken Sie an Virginia Woolf oder denken Sie an James Joyce oder denken Sie an die Tragödie, die 24 Stunden hat oder 12 Stunden je nach Weltbild. Das heißt, das Tragische ist formatiert nach 12 Stunden. Das sind die Einheiten, das sind die Gliederungseinheiten sozusagen von bestimmten Aussagemöglichkeiten. Und da heißt es stundenfremd. Das hat nichts mit dem zu tun, was unsere Stunden sind. Wie unsere Stunde. In der Bibel gibt es ja mehrere von diesen Reflexen auf die Stunde, nicht auf die Minute, ja, oder auf die Sekunde. Deinen Gedanken geschenkt, stundenfremd, Spätgeräusch geschenkt, hier endlich herbeigewacht. Etwas wird durch Wachen herbeigeholt oder es kommt herbei. Ein Fruchtblatt, augengroß, tief geritzt, es harzt, will nicht vernarben. Was ist da so hermetisch? Keine Stimme. Wir haben in einem Gedicht, das über Gedichte spricht und über ein früheres Gedicht spricht, über die Todesfuge haben wir plötzlich eine eigene Strophe, die sagt, keine Stimme. Ein Spätgeräusch. Das heißt, es verweigert sich dieser normalen Vorstellung, die wir haben von Gedicht und Stimme. Und sagt, was ich hier mache, ist Spätgeräusch noch. Bedingt durch, dass das da war. Ja, ich bin weit davon entfernt, sozusagen die Pathologisierung von Paul Celan nicht auf das zurückzuführen, was ihre Vorgeschichte ist. Und was vor allem die fatale Verstrickung in diese deutsche Nachkriegspoetik war. Ja, die sich auch bei Bachmann wiederfindet. Hier endlich herbeigewacht. Was bleibt übrig, wenn keine Stimme da ist, sondern nur mehr ein Geräusch? Ein Geräusch ist nicht bedeutungstragend. Ja? Ein Fruchtblatt, augengroß, tief geritzt. Haben wir wieder des Scratches. Es harzt, also es ist das Weinen des Baums eigentlich. Ja? Will nicht vernarben. Da haben Sie eine Gedichtdefinition dessen, was möglich ist, nach dem, was Adorno gesagt hat. Das heißt, wir haben hier ein Sprechen, das zurückgedrängt ist sozusagen in etwas, wo es zu sprechen schon fast unmöglich geworden ist. Es ist ja eine Geschichte, die sich dann in der Poetik von Paul Celan weiterzieht. Ja, also bis zu den späten Gedichten. Immer weiter Verdichtung, immer weiter weg sozusagen von den Menschen hin zu den Steinen und zu den. Dieses Fruchtblatt ist natürlich etwas, was man mit der Arche in Verbindung bringen könnte und was ein Olivenblatt sein könnte, augengroß. Olivenblatt und Auge ist auch ein altes Motiv, das man zusammenschalten kann. Tief geritztes Herz will nicht vernarben. Das heißt, wir haben ein Gedicht, das sagt, so wie ihr euch Gedichte vorstellt, geht das nicht mehr. Und um zurückzukehren zu dieser Urszene, ich glaube, es ist eine Reflexion nicht einmal auf den eigenen Text, der ja Ausdruck eines bestimmten Traumas gewesen ist. Man muss dazu sagen, dass Celan 1960 daran erinnert, dass er in der Izviestia oder in der Pravda gelesen hat, Berichte über das Ghetto in Lemberg, wo die Deutschen den Lagerinsassen, den Komponisten befohlen haben, den Komponisten, die im Lager waren, Tangos zu komponieren für die Erschießungen. Deswegen dieser Begriff Tangul, ja, in der rumänischen Übersetzung. Also das ist schon eine abgründige Geschichte. Worum es mir aber geht, ist die Frage danach, wie wir diese Sprache, wie eine Sprache zu finden ist für das, was da geschieht. Und wie wir sozusagen Walter Benjamin spricht einmal davon, dass Geschichte immer nur dann interessant ist in dem Augenblick der Gefahr, dass dann plötzlich etwas Neues aufbricht. Wie man diese Sprachlehre, die sich da bei Celan andeutet, wie man die auch anders lesen kann, als er sie selber lesen musste. So wie Waterhouse zum Beispiel in dem Versuch, dass er zwei Versionen nebeneinander stellt. Ja? Und das Freiere ist mit dem Strengen verbunden. Ohne das wird es nicht gehen.
Okay, zurück zu der Geschichte. Sie haben eigentlich alles, was Sie brauchen, um Übersetzungen beurteilen zu können und selber machen zu können. Wenn Sie diese 4 Operationen und die Äquivalenzprinzipien von Jacobson zur Rate ziehen. Und das ist eine Geschichte, wo Sie selber aktiv ins Übersetzen gehen können, aber wo Sie Übersetzungen natürlich auch analysieren können. Ja, das heißt, Sie haben hier ein philologisches Werkzeug, das das Übersetzen betrifft, aber gleichzeitig natürlich auch ihre eigenen Sprechweise. Das ist ein unheimliches Privileg, glaube ich, das wir haben mit diesem Studium, dass Sie das, was auf hohem theoretischen Niveau erarbeitet ist, dass Sie das integrieren können und für sich selber nutzbar machen können. In einer positiven Art und Weise. Aber das geht nicht, wenn man nicht weiß, wo die Gefahren liegen. Und wo die Unwägbarkeiten oder wo das liegt, worüber man eigentlich nicht sprechen will. Ja. So, jetzt ist ernst genug, oder? In der ganzen Geschichte. Man könnte so auch eine Komödie natürlich, gerade eine Komödie könnte man aufgrund dieser Kriterien, dieser Kriterien, die ich hier für die Übersetzung namhaft gemacht habe, könnte man analysieren. Und dann würde man merken, welche verschiedenen Welten da plötzlich aufeinander stoßen und einen positiven komischen Effekt erzeugen. Okay, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin für alle Fragen offen.